Von außen wirkt der kleine Wald mit seinen schneebedeckten Baumkronen unscheinbar. Sobald man aber einen Fuß hineinsetzt und sich die erste Baumreihe hinter einem schliesst, offenbart sich eine wahrhaftig magische Welt. Komm, wir machen zusammen einen Spaziergang durch den Wald. Der Schnee knarzt unter unseren Schuhen und wo wir auch hinschauen, bedeckt er gleichmässig den Waldboden. Nirgends kann man schon vorhandene Fußabdrücke oder gar Pflotsch erkennen. Es ist, als würde der Schnee sich sofort wieder über die Spuren legen und verbergen, dass jemals etwas die Ruhe vom Wald durchbrochen hat. Ganz still ist es da aber nicht. Obwohl es tiefster Winter ist, zwitschern die Vögel ihre schönsten Melodien. Wenn du ganz genau herhörst, könnte man meinen, dass in den Baumwipfeln Glöckchen bimbeln. Und schau dort vorne unter der grossen Tanne. Leuchtet dort nicht etwas am Boden? Nein, nicht einfach etwas. Der ganze Boden leuchtet in einem grünlichen Ton. Wir gehen doch einfach mal ganz näher her und schauen nach. Oh, es sind die Wurzeln von einem grossen Baum, die mit ihrem leichten, dichten Schnee durchdringen. Folgen wir mit unserem Blick den leuchtenden Wurzeln, kommen wir zu einer sehr dicht bepflanzten Waldfläche, wo ganz viele unterschiedliche Pilzchen mit hübschen, farbigen Hüten wachsen. Hui, hat sich der eine Pilz gerade bewegt? Tatsächlich, hast du gesehen? Der Pilz mit dem wild gemusterten Hut ist ein kleines Männchen. Ups, jetzt hat es gerade gemerkt, dass man es beobachtet. Geschwind huscht zu dem Strauch dort hin und stellt sich zwischen der Gruppe von anderen Pilzchen. Oder sind es am Ende doch keine? Wir lassen die Pilzchen lieber allein und gehen weiter in den Wald hinein. Jetzt kommen wir an Bäumen vorbei, die ein Spalier aus knorrigen Ästen bildet. Pass auf, wir müssen uns ein bisschen ducken, damit sich unsere Haare nicht in ihren verwinkelten, moosbehangenen Zweigen verhaken. Die Bäume gieren im Wind. Ein wie ein Gereizchen auf einem alten Spielplatz. Eine Stimmung, die zugegeben auf den ersten Blick eher in die Halloween-Zeit gepasst hätte. Aber aus irgendeinem Grund hat die Situation überhaupt nichts Gruseliges an sich. Findest du nicht auch? Der Wald lebt. Und wie? Und irgendwie fühlt man sich selber lebendiger zwischen diesen fremdartigen und doch vertrauten Pflanzen. Magischen Wesen, tanzende Lichter und die Melodien, die uns immer mehr einlullen. Die klirrende Kälte holt uns wieder zurück aus der einnehmenden Stimmung, sobald man den Wald wieder verlässt. Wenn man rauskommt, kann es sein, dass man sich zuerst ein bisschen verloren und leer fühlt. Aber wirf doch noch mal einen letzten Blick zurück. Schon füllt sich die Leere mit Nostalgie und Hoffnung. Es gibt nämlich immer noch Magie in unserer Welt. Und lass mal, bimbelt da nicht irgendwo leislich ein Glöckchen?